Also oder für Leute, ich weiß eigentlich nur von, naja, den 8, dass noch weiter Gegner kommen, davon wusste gar nichts, warte mal. Fire Emblem Engage. Dark Emblems, habe ich ja für alles. Denke so von mir her, komm, wir beenden das Ganze jetzt mal und was passiert? Hier steht ja gar nichts, warte mal. Also scheiß Adblocker und so rein. Nehmen wir kurz raus. Geht gleich weiter, ich muss wieder erstmal gucken. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ihrer Drache, der von Corin. Ja, das ist hier der Gegner von Mikaia tatsächlich. Hä? Okay, warte mal ganz kurz. Mal zurückgehen. Das leckt irgendwie auch alles wieder. Und schon wieder so viele Gegner. Oh Mann, es fing so gut an. Auch irgendwie so geil und so. Und jetzt irgendwie. Bin nur noch abgenervt. Sorry dafür. Ja, bringt ja alles nichts. Das Spiel gefühlt auch irgendwie wieder am Lecken ist, warum auch immer. So, dann haben wir die. Und den da oben, ne? Kann man dann noch irgendwie auf gut Dünken noch irgendwie was, ja, irgendwie aushelfen oder so. Die Blitz war stärker als alle anderen, kann das sein? Warte mal, der Gegner von Lucina fehlt ja auch noch, ne? In der Konstellation. Wir haben gerne mal so auf. Befreier. Warte mal, ist das nicht der von Ding, von Byleth? Also, wir haben gesehen, das müsste der von Corin sein, ne? Der irre Drache. Ja, stimmt. Das Befreier im Sinne von Nemesis, oder? Verzweiflung und Urteil. Also wenn das stimmt,
Dann müsste das hier oben der Gegner von Lucina sein. Ich bin gar nicht mal so schlecht unterwegs da oben. Zwei Felder, kann ich alles vergessen. Das Beilöff müsste Gegner rechts oben sein. Ach du Scheiße, da kann man ja nie hin. Gut, die würden sogar direkt platt machen mit Corin, aber darum geht's eigentlich nicht. Okay, aber kannst du erst angreifen, schon mal etwas. So, ja, weil Sorgen geht sowieso nicht, dass das irgendwie der Impost wäre. Sein Gegner wäre, meine ich. Das wäre ein bisschen creepy. So, bitte treffen, alles andere ist mir egal. Danke. Kriten wäre schön. Natürlich wird nichts daraus, warum auch immer. Warum soll da was draus werden, ne? Genau, Lucina muss noch irgendwo hin. Lucina Mikaia meine natürlich. Ich kenne jetzt dummerweise gerade nicht, aber viele bleiben nicht mehr übrig, also jetzt muss der hier oben sein. Ne, warte mal, das war ja Beilef. Ne, ihr Gegner müsste hier unten sein. Ich muss sowieso mit allen Truppen weg, also... Ich frage, jetzt gehe ich mit allen nach oben oder so? Sieht sowieso gerade ein bisschen scheiße aus. Ich habe hier oben Louis und Hector, also mit denen kann ich natürlich schon ein bisschen was machen. So, mit dem Rest theoretisch nach unten. Oh, hier werden Überlängen folgen. Ein Finale, wie du es noch nie gesehen hast. Ja, jetzt lacht sie noch. Ah, okay, mit Elfenlink geht's. Sehr gut. Aber diese 4 neuen Dinger, die wundern mich jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe nur, ich liege da mit richtig, wenn ich sie gerade so zuordne. Weil ich kann ja zur Not aber wieder speichern, ne? Also wird schon irgendwie gehen. Ja, ich nehme Holz.
Sonst kann er nichts, aber heulen kann er. 軽いものですな。 So, auch das wäre erledigt. Dass die mal auf die Fresse haben wollen. Was halt auch noch Sombo, natürlich. Schwein gehabt. Also sag mal so, im Prinzip die Musik wäre schon cool, wenn sie halt wirklich so ein Finisher-Move wäre. Aber jetzt hören wir das Teil schon über 1,5 Stunden. Also, mal gucken. Gehen wir ganz trotzdem noch logisch und so vor. Erstmal wenn ich ihn ganz kurz noch speichern. Wenn ich irgendwie keinen Blödsinn mache. Dann, Coin Whale, wie wir gerade gesehen haben, müsste das ja dein Gegner sein. Aber wenn ich mich richtig erinnere, es ist der irre Drache, dort, der Mad Dragon, dort, das könnte der aus Fate sein. 会いたくはありませんでした。私が止めてみせます。私は選んだ。 So, machen wir direkt mal platt. Was wir gerade gesehen haben, was ich eigentlich so selten mache. Bündnis Plus. Ganz genau. So. Drachenschlager, Schwer Magie Kombi, die bringen wir später, und zwar bei Sombron. Oh. Nehmen wir halt Lyration. Was immer das ein Schwert sein soll. Also ich weiß, ich habe sie als Emblem oder beziehungsweise Bündnis Plus. Aber woher die überhaupt kommt, kein Plan. Warum ich der da allein sterben soll. Weil es bei Fates auch schon so war. Diese scheiß Fragen, ey. Warum soll der Einzige, dass er stirbt? Wenn wir das alles immer eine Erklärung hätte. So. Also hier ist klar, Beiler und so, ihr müsst rüber, weil du bist eigentlich oben rechts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Urteil. Naja, sind wir ehrlich, wir haben nicht mehr so viel zur Auswahl. Ist halt die Frage, Verzweiflung. Aber das müsste eigentlich schon der hier oben für ihn sein. Also wenn jetzt komplett Banane. Aber Banane, hier geht's eigentlich nicht mehr so gut. Wollten wir eben den schnell aus. So. Wenn das also stimmt, muss Micaiah nach links unten. Unterstützung kommt Chloe Michael auch mal dahin. Kann er einen Start nutzen. Purgativ war ganz toll. Jo, dankeschön. Ja, vielleicht mal sogar 3 Folgen draus, wa? Erstmal gucken, wenn wir überhaupt hier weitermachen. Wie das überhaupt alles hier vonstatten geht, wa? 38er Damage ist nicht so schlecht. Ja, wenn eine Kombi angreift oder trifft vor allem, wäre es ganz cool.
So. Diamant. Also dein Gegner müsste wirklich er sein. Gut, der Grobschlag sparen wir uns jetzt mal fürs Erste. Doch, vor allem macht es so viel Damage damit. Das muss doch Klima sein. Okay, die haben glaube ich echt alle. Alle 12 dunklen Embleme aller unserer 12 Embleme. Also wusste ich echt nicht. Ich wusste nur, also dass nochmal 4 kommen. Das wurde mir auch so angezeigt. Wo ich dann vorhin nachgeguckt habe, wer wo ist. Der Rest, dass nochmal 4 sind, davon war nie die Rede. Das ist schon krass, muss ich zugeben. Und vor allem, wenn es beinahe verpasst war. Weil ich eigentlich dabei war, so einen Platz zu machen. Aber schade, weil ich Sommer eigentlich wirklich mit Marfa platt machen wollte und das jetzt irgendwie verpasst habe. Ja, eigentlich, ja, wenn es ein bisschen besser geplant hätte, hätte es eigentlich funktioniert, aber gut. Man kann nicht alles haben, Leute. Die Miragis waren eigentlich auch durch. Dann nochmal zu engagen könnte man zwar. Da soll man eh nicht mehr so viel. Da bin ich durch. Jetzt kriege ich noch ein Level Up. Dann war zu rechnen. So, was schnell nach oben. Kann irgendwie alle ein bisschen besiegen, aber nicht irgendwie, also ja, gut schwächen, aber nicht irgendwie richtig killen. Das ist ein bisschen doof. Gut. Ja, es kommt dann auch nirgends hin, also jetzt nicht so das Problem. Mit euch müsste ich eigentlich in die Nähe, um den Platz zu machen. Ich kann irgendwie Citrins Kombi einsetzen hier, ist aber auch ein bisschen schwierig. Aber wenn der Sombra seinen Kack-Move einsetzen. Da haben wir auch keinen Bock.
So, werden die auch hinüber. Verzweiflung. Ja, Verzweiflung langsam auch, dass es weitergeht. もう後には引けない。 Immer haben wir noch starke Gegner. Also unsere eigenen Charaktere sind wirklich stark hier. Mit Nova mache ich alle platt, oh ja, oh ja. So, und da sehen der Gegner Urteil, das müsste er für, wo ist er jetzt? Oh, fehlt mir jetzt einer oder was? Lucina ist oben. Den haben wir auch schon. Ah, hier Hortensia. Haben wir schon gefragt, was jetzt so los ist. So, ich bin startbereit, nachher ihm Platz zu machen da oben. Da unten auch noch mehr. Moment, ganz kurz, Leute. Das Ganze dauert so lange, muss man ganz kurz einen Schreibtisch verstellen. So, schon besser. Noch ein Zug für Sombron. Das wird knapp. Vor allem kann ich gar nicht engagen. Oh. Muss er überhaupt? Geht auch so, oder? Muss ich gar nicht engagen. あなたはあなたの力を使ってそんなことはさせないわ。 Das tut sie! Wer auch immer die Frau sein soll. Ja genau, wir schaffen das! Irgendwie, wir schaffen das. So, dann wird bitte mal hier beenden. Killing wie Fire. Der doppelte Lutz oder in dem Fall der doppelte Boucheron. Keiner kriegt besser als er. Muss man auch mal so sagen. So, wäre auch der erledigt. Der Gegner von Mikael, den wir gar nicht kennen. Ich bin vollkommen. Nein, warst du nie. Gut. Dann hier unten. Okay. Nett. Bei ihnen Drachenschlag bringt gerade nicht so viel. Da bringt irgendwie alles gerade nichts. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das hat nur der magische Angriff, der funktioniert. Okay, deswegen. Ja, und Drachenfaust wäre natürlich auch ein magischer Angriff gewesen, deswegen hätte der auch funktioniert. Okay, okay. Die Schwester kommt zur Hilfe, na, Gott sei Dank. Das reicht zwar hier nicht, aber ist jetzt nicht so tragisch, denn der Gegner hat ja eine Großaxt als Waffe. Und das heißt, aber wenn er mich nachher angreift, kann niemand zuerst angreifen.
Ich muss sagen, ich bin jetzt fast doch froh, dass wir Sommer nicht schon besiegt haben, weil ich sonst die anderen 4 Embleme noch, oder dunklen Embleme verpasst hätte. Das wäre doof gewesen. Ah, hier oben ist noch was, ne? Weißt du, ich stehe direkt daneben und ich treffe trotzdem nicht. Was ist denn das für ein Bullshit, ey? So, dann hätten wir den. Ist dasselbe Spiel, ich verstehe es nicht, aber es ist halt so, was willst du machen? So, jetzt aber. Damit hätten wir 11 dunkle Embleme vernichtet. Ihr seid wie Würmer. Ja, an den Spruch erinnere ich mich noch. Von Grima. Grima, der Boss aus Fire Emblem Awakening. Puh. Okay. Also ein dunkles Emblem fehlt noch, da ist der Gegner von Byleth. Also Gegner, ja. Ist halt Nemesis, ne? Und das mit Nemesis ist so eine Sache als Gegner. Weil, Nemesis als Gegner... Also wir haben damals der Fire Emblem Free ausgezockt, aber ich habe damals ja der Weg der... Wie hieß die Rote Blume, glaube ich, gewählt. Also das war ja der Weg von... Da muss ich jetzt kurz spoilern. Ist ja der Weg von Edelgard gewesen, ne? Der schwarzen Adler. Jetzt ist es aber so, dass du Nemesis als Gegner eigentlich nur auf der Clawed-Route, also der von der Goldenen Hirsche hattest. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber ist so. Jetzt kannst du natürlich irgendwie sagen, okay, nice, die richtige Route von Byleth wäre also die der Goldene Hirsche gewesen, die quasi ein bisschen, kann man sagen, neutrale Route. Ich weiß nicht, ich finde ein bisschen eine schwierige Aussage tatsächlich. Ja, nehmen wir hier die weiße Lanze. Das hat doch so lange gedauert, hey, damit hätte ich nie gerechnet. Habe ich am Anfang muss sagen, so aus auf dem Weg. Also sind nur ein paar Gegner, die haben wir doch schnell. Schnell. Ich glaube, seit bald 3 Stunden dran. 2 Stunden 18. Und wir daraus eine Folge machen. Hehe, ja, wer es glaubt, wird selig, ey. So, nächsten Zug machen wir den Platt da oben. Dann haben wir das auch. Sie hier alleine, das... Ne, ich lasse die Charaktere nicht mal alleine. Wahrscheinlich tauchen hier irgendwelche Gegner auf. Das finde ich sehr, sehr ungünstig. Gut, Bündnisbrecher stört mich jetzt gerade nicht so. Der wäre sowieso im nächsten Zug bei allen vorbei gewesen. Das hingegen ist wieder nerviger. Ah, diese ganzen Gegner nachspawnen. Und ja, ohne Witz, das Schwert des Schöpfers, ja doch. Verzerrte Befreier. Ja, das ist, ja, das ist Nemesis. Ja, natürlich jetzt anhand seiner Aussage kann man natürlich denken, er weiß einfach nur, dass es der andere Typ ist.
Also kein Hinweis darauf, dass er schon mal gegen ihn gekämpft hat. Das stimmt, aber woher erkennt er ihn überhaupt? Wenn er noch nie gegen ihn gekämpft hat, dann dürfte er ihn gar nicht erkennen. Also es muss die Route vom goldenen Ding sein. Der goldene Hirsche spricht die Route von Claude. Die ich zwar nie Let's Played habe, die ich aber kenne. Ich sag's mal so. So. Tschüss Nemesis. Diesmal heute anzugreifen. Ich habe es auch nicht verstanden, wieso man bei Free Houses zum Teil Gegner eingeführt hat, die nur auf bestimmten Routen bekämpft hat. Ich meine, es wird vielleicht irgendwo durch noch Sinn ergeben. Theoretisch, aber nicht so, wie sie es gemacht haben. Weil es waren zum Teil doch wichtige Gegner und wenn du wichtige Gegner hast und irgendwie aber für die Storypuls auch nicht mehr da sind, dann fragt man sich schon, warum. Kann ich jetzt eigentlich auch Wings Booster machen? Nee. Danke für den Drachenfluch. Aber Drachenfluch. Alter! Okay, 51 wollte gerade sagen, dass er ihn direkt schon richtig klar macht. Ja, mit Nova, mit Nova hätte ich ihn wohl gekillt. Hä? So geht das nicht. Oh ne, bitte nicht. Vor allem können wir noch bis dahin noch gehen. Was ist denn das denn schon wieder? Warte mal. Aber zuerst mal mit Jan. Nur bis dahin, da mache ich hier Bündnis Plus. Okay. Dann wird es vielleicht noch ganz bis nach vorne schaffen. Ja. Den richtigen Stab dafür. Ivy ist hier oben. Die einzige, die Rettungsstab dabei hat, ist sie. Die habe ich jetzt schon verbraucht. Nee. Movia, wo ist eigentlich Movia schon wieder? Er würde gerne einen epischen Abschluss haben. Tut mir leid, Leute. Wenn es gerade ein bisschen hinzieht. Naja, schon benutzt er. Letzten Zug noch. Dann hat sie ja Rettung auch. Ja, aber ihre Reichweite genügt dafür nicht. Okay, okay. Also wie ich es drehe und wende, ich kann mit ihm nur bis hierhin. Können mit Wille Glanz hier aber angreifen. Na komm. Dann ist so lange gewartet, kann er noch den Zug nochmal abwarten. Dinge sind alle drin. Er greift nur so an, er greift sowieso immer im gleichen Winkel und so an, also spielt hier gar keine Rolle.
行くぞ。Was ich jetzt auch noch machen könnte. So. Jetzt bin ich gespannt. Reicht's oder muss ich dann noch mal ganz kurz alles zurückdrehen und... Sehr schön. Also Dinge so, wenn ich hier in der Kombi drin stehe. Rapiendrachenschlag. Bündnisschlag, genau. Finish him, Freunde! Auf die gleiche Art vernichtet, wie er uns damals töten wollte.そうか、やはりもう会えぬのだな。私たちの勝ちです。ソンブル。そうか、私は帰れぬのだな。だがそれもよい。もう疲れてしまった。あの者の影を追い続けるのにも。礎の紋章師のこと？ふとした時に思い出すのだ。森の中に岩陰に木のむくろのそばにあの者がいるような気がして。しかしもうそれも終わる。一人でいることを選んだのに、なぜその紋章師のことを求めるのですか？認められたかったのかもしれぬ。一人きりだった私はここまで来られたことをただ認識し肯定してほしかった。世界から拒まれた私をただ誰かに。それは私ではダメだったのですか？ベイルや他の兄弟たちでも。そうすればこんな戦は起きなかったかもしれないのに。ざれこと。私はこの世界に何の絆もいらぬ。そうですか。ならば最後まで父さんとは呼びません。あなたは私にとって憎むべき悪、倒した邪竜として覚えています。これからも好きにしろ。私は一人死する時とて同じこと。迎えも慈悲も哀れみも不要。同型にも会えずにただ消えるのみ。呪文は覚えていないのですか？何？礎の紋章師の呪文です。すでに試した。何度も何度も。だが
それでももう一度呼ぶ価値はあるかもしれません。これが最後なら。ガセ、こがせ、礎のエンブレム。おお、この光は。やっと会えたのだな。パパ、そこには何も。何もありません。でもきっとソンブルにだけは見えているのでしょう。ただ一人心を許した懐かしい友の姿が。さあ行こう。あの時のように私とエンゲージを。パパ。ソンブルは消滅しました。礎の紋章師の指輪とともに。これでこの戦いは終わりです。帰りましょう、私たちの世界へ。そして異界の扉を完全に閉じなければ。異界の扉が閉じていきます。完全に閉まれば世界は安定を取り戻し、この戦は終わります。やったね。お別れなんですね。今度こそ本当に。ありがとう。素晴らしい旅だった。それはこちらのセリフですよ。寂しいです、マルス。でももう弱音は吐きません。最後まで力になると。その約束を果たしてくれてありがとう。私はもっと強くなりますから。強くなったよ、君は。1000年前よりも、あの日目覚めた時よりもずっと、ルミエルや僕たちのいないこの世界で、君が僕たちを継いでいくんだ。僕たちはここで消えてしまう。もう助けてあげることはできなくなるけれど、今度は君がみんなを助けてあげるんだよ。神竜として、そして紋章師として。はい。助けられるばっかりじゃないわ。お兄ちゃんのことは私たちが助ける。マルスたちの代わりにはなれないが、何かあれば全力で守るさ。だからどうか安心して。ダメね、最後だと思うと涙が。いかんな。引き止めることは叶わないのに、そうしたいと願ってやまない。そりゃ寂しいよ。せっかくお話できたのに、もう会えなくなっちゃうなんて。泣くな。シグルド。お前たちはこれからこの世界を背負っていくのだろう。ならば胸を張れ。涙を見せるなとは言わない。だがせめて今この時だけは。シグルドの言う通りだね。僕も別れの時は笑顔がいい。最後に見る君たちの顔は明るい方がいい。わかりました。どうやらお別れのようだ。だが共に学んだことは消えはしない。
くなるのは寂しいですが、私はずっと皆さんをこの道の先を思っています。素晴らしい未来を築いていってください。どれだけ遠く離れようとも、私たちの魂は共に。大丈夫。あなたたちの未来は希望に、温かなイメージに満ちているわ。平和で豊かな世界を作っていけ。お前たちならできる。いや、そうするんだ。ずっと祈っています。ここが優しさと笑顔にあふれた世界になることを。一緒に戦えて楽しかったわ。あなたたちの行く道に母なる大地と父なる空の祝福を。出会えて本当に良かった。この地が君たちの理想郷になることを願っているよ。国と国とが手を取り合い力を合わせて行けるなら、どんな困難にも決して負けはしないさ。愛を知り、悲しみを知り、絆を知る君に不可能なことなどない。光と共にあらんことを。神竜として慈愛の心で人々を見守ってあげて。永遠にその幸福な日々が続くことを願っているわ。もう時間だ。はい。ありがとう。絆をつなぐエネシの紋章師、僕らの同胞よ。もしもいつかまた会える時が来るまで覚えておいてくれ。僕たちのことを。この世界に確かに存在した13のエンブレムのことを。いつまでも覚えています。名前も声も交わした言葉も、私たちの絆はつながっています。会えなくてもずっとずっと最後まで力になってくれてありがとう。さようなら、紋章師たち。私の同胞よ。とても強かった。そばにいてくれて勇気がもらえた。次は私があなたたちのようになってみせる。この気持ちを忘れたりしません。約束です。さあみんな、帰りましょう。私たちのエレオスに。Ja, die gehen zurück nach Ilios und wir gehen zurück nach Hause. Nein, wir gehen zurück zu einem Endbildschirm. Den Credits, den Kampf dann im Prinzip, was ja für, sagen wir jetzt mal, Fire Emblem Spiele ganz typisch ist. Also, wenn man nochmal sieht, eben, wer jeweils der Held war, wie lange wir für dieses Kapitel gebraucht haben, wer alles gestorben ist, etc. etc. Das war's also mit Fire Emblem Engage. Es wird sicher gleich noch irgendwie eine Cutscene, irgendwie sowas geben, um irgendwas anzuteasen oder einen schönen Abschluss zu haben oder sonst was in der Art. Ja, was halte ich von dem Spiel?
muss das Ganze, glaube ich, in 2 Teile aufteilen. Einerseits das generelle, sag ich jetzt mal, für Fire Emblem-Spiele, nehmen wir das Kampfsystem, und andererseits die Story. Also, Kampfsystem, soweit in Ordnung, bis gut. Ich würde sagen, es war gut. Es geht ein bisschen darum, klar, wir haben die Rückkehr des Waffendreiecks, wir haben den Bruchstatus, das sind coole Rückkehrer, im Sinne von Bruch sogar Erneuerungen. Was ich ein bisschen schräg fand, ist das mit dem, in Anführungszeichen, Waffendreieck, wenn es um die Fäuste geht. Weil, also, Faust ist gegen Stab, gegen Magie, gegen Bogen einfach nur imbar. Also überlegen, aber Fäuste selber haben gar keine Nachteile. Also keine Schwächen. Es ist ein bisschen schwierig, aber es hat funktioniert trotz allem. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ja, ist halt so, wie ich finde, kriegst du relativ wenig Kämpfer mit den Fäusten. Klar, du hast 2 Ziegel und so, du kannst eben deine Truppen wieder umstellen und woanders hin platzieren. Das geht natürlich alles und ja, ist alles schön und gut. Ja, da hätte ich mich einfach ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen, ne, um zu wissen, okay, so ein Charakter wie Fram, sage ich jetzt mal, den wir relativ zu Beginn bekommen haben, dass der mit seinen Skills relativ einzigartig ist und ja, bei mir selber, ich dachte, hey, ich kann jetzt auch endlich mit Fäusten umgehen, da merke, aber ich kann nur mit Fäusten bis Rang B umgehen. Da fand ich das System beim Vorgänger, bei Freehouse, besser, weil du hattest dort auch deine Skills, im Sinne von, ob du das Schwert nutzen kannst oder Äxte und so, aber du kannst die weitere hinzutrainieren, die du, wenn du die Klasse gewechselt hast, auch behalten hast. Die du in dem Sinne auch weiter hättest hochstufen können. Also im Sinne, dass du sagen könntest, hey, ich habe zwar aktuell einen Schwertrang von A, aber wenn ich den noch weiter trainiere, habe ich bald einen Schwertrang von S, ohne dass ich Klasse wechseln muss. Also halt auch so stärkere Waffen nutzen kann. Das fand ich eigentlich ziemlich cool und habe sie ein bisschen vermisst, das Prinzip. Ansonsten, was wir halt auch schon bei Fates oder eben auch bei Freehouses hatten, sind eine Art Rückzugsorte. Im Freehouses war es halt die Akademie, hier ist es halt dann sagen wir zu Hause quasi. Hoch oben in den Wolken, wo du ja natürlich halt bekannte Angel machen konntest, kochen konntest, die Arena etc. etc. Das sind Dinge, wo ich glaube, die kann man in der heutigen Zeit gar nicht mehr vermissen. Die müssen auch dabei sein bei vor allem Spielen. Und ich hoffe, die auch in Zukunft wieder dabei sind. Ne? Die Zukunft vom Kampfsystem, bin natürlich gespannt, was ja, wieder dazu kommen wird. Vielleicht wieder eine Rückkehr vom Doppelkampfsystem, wie wir das Awakening kennen oder so. Hatten wir hier in der ähnlichen Namen mit den Emblemen, aber doch ein bisschen anders. Embleme an und für sich auch cool von der Funktionsweise. Wie bereits erwähnt, einige Embleme wie zum Beispiel unsere liebe Camilla fand ich ein bisschen fehlplatziert von der Bezeichnung her. Warum soll sie das Emblem der Offenbarung sein? Wenn schon wäre es Azula. Aber es ist wieder meine persönliche Meinung. Ansonsten natürlich auch von den Fähigkeiten her, und Camilla hat sowieso, ja, Fan-Support halt, waren die Embleme doch recht cool. Ein paar von ihnen ein bisschen schwierig zu handhaben. Wie zum Beispiel Camilla, Selika meine ich. Aber ja, im Großen und Ganzen auch das System eben, dass du sagst, hey, du bringst alte Charaktere so zurück. Vielleicht eben als Referenz für künftige Remakes oder zu sagen, hey, das wird künftig öfters so sein. Wer weiß, also ich bin da schon mal sehr, sehr gespannt darauf. Andererseits komme ich dann auch schon zum Negativpunkt, zum Fragezeichen, einem großen Fragezeichen. Was hat denn Fire Emblem Engage für sich selbst? Ich meine, es geht immer um die Embleme, sprich es geht um Embleme, um Wesen aus anderen Welten. Also ohne Embleme, wenn du jetzt dir als Hardcore-Challenge sagst, hey, du willst ohne Embleme durchspielen, stelle ich mir jetzt sehr schwer vor. Und da kommen wir auch schon irgendwie zur Story. Klar, im Prinzip ist es alles geil gemacht, wie gesagt, wenn du halt darauf stehst, auf alte Charaktere, auf die Rückkehr von alten Charakteren, was ich ja auch einer bin, ist das mega, mega geil. Das mit Sombron, dass er aus einer anderen Welt stammt. Und das Emblem des Ursprungs, das haben wir für meinen Geschmack zu spät erfahren. Vor allem der Aufruf, verbrenne uns, Emblem des Ursprünge. Hä? Warum soll ein Emblem dich verbrennen sollen? Und es ist wirklich so ein Emblem, dass du dann rufst und du kurz am Krepieren bist. Seltsam.
Es wird auch nicht erklärt, wer es überhaupt sein soll. Also welcher Held oder das irgendwie den bereits kennen, ob das irgendwie einer aus dem Fire Emblem Warriors Teil ist oder das noch irgendwie ein künftiges Spiel sein wird eben. Wo wir diese Embleme kennenlernen werden. Kein Plan. Eben das sind Emblemen. Es ist einerseits cool, aber ich habe mich oft gefragt, was hat denn das Spiel ohne Embleme zu bieten? Ohne Referenz zu anderen Teilen. Eines Bekannte, was wir schon kennen. Gut gegen Böse. Böse Drachen, gute Drachen. Aber halt Fansupport. Michael wurde ein neuer Würmgottkönig. Seine Bande zu den herrschenden Nationen führten zu dauerhaftem Frieden. Alle bestiegten Thron von Lucian half dem Würmgottkönig, das Land wiederherzustellen. Es führte mit Hingabe und Glauben in ihrem Heimatland. Okay. Er kann das irgendwie überspringen. Tut mir leid, aber da bin ich jetzt nicht so sehr daran interessiert. Toll, jetzt kommen die Credits, jetzt wo ich schon alles erzählt habe. Toll. Also, dann nochmal ganz kurz zum Schlusswort, weil wir sowieso, es wird nach diesen Credits noch ein paar andere Dinge geben, die sicher kommen werden. Ich muss sagen, Großen und Ganzen, nachdem was ich jetzt alles erzählt habe, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Obwohl wir nicht alles gemacht haben, gibt es noch ein paar Online-Dinge, die ich jetzt nicht gemacht habe, mit dem Kampfturm und so, weil ich nicht das Gefühl hatte, wir bräuchten es. Es ging auch so. Nehmen das mit Emblemen war sehr cool, das mit dem Ringe-Schmieden theoretisch auch, aber wenn ihr dann Mehrwert nicht so sehr, außer halt für den Sammelfaktor, dass du noch ein paar Ringe schmiedest, aber ansonsten hast du ja, wie man so schön sagt, hast du ja deine Ringe eigentlich, die Embleme. Und du hast die DLC-Embleme auch noch, das heißt, du hast lauter geile Fähigkeiten, wozu überhaupt die anderen Ringe noch machen. Außer eben, du sagst zu Beginn weg, du schmiedest Ringe, damit du halt noch ein paar hast. Also sprich, deine Charaktere trotzdem verstärken kannst, bis du alle Embleme gefunden hast. Das Problem hierbei finde ich halt eher da mit den Bandfragmenten und so. Das finde ich irgendwie ungünstig gelöst. Also für Ringe schmieden und für das Bandlevel erhöhen die gleiche Währung brauchst. Von den Bandfragmenten. Nach generell eben, was ich auch schon ein paar Mal gemerkt habe, dass eine Arena diesen jenes Contests oder Fähigkeiten auslösen Contest, was du im anderen Menü plötzlich nicht mehr konntest, oder Gespräche, dass die unter Fähigkeiten oder so waren. Fähigkeiten verteilen war unter Inventar im Menüpunkt. Es war irgendwie ein bisschen schwierig zum Teil. Aber wenn man sich da auch ein bisschen eingelesen hat und so, und dann, sagen wir jetzt mal, den Flow raus hatte quasi, war es nicht mehr so wild. Ansonsten halt, wie bereits erwähnt, ein typisches Fire Emblem-Spiel mit einem eigenen Kampfsystem. Also ein Teil davon ein eigenes Kampfsystem. Einer coolen Story, die zum Teil auch überraschend war. Zum Teil auch ein bisschen vorhersehbar. Wie damals schon erwähnt, mit dem Tod von Umera, der für meinen Geschmack damals so früh kam, der gar keine Empathie bei mir ausgelöst hat, gar keine Trauer. Beim zweiten Mal schon eher. Beim ersten Mal war es halt so, ja, wir kennen es auch aus anderen Fire Emblem-Spielen und gerade aus Three Houses, wo es viel emotionaler war, meiner Meinung nach. Hier war halt zu früh der Tod von ihr, aber hey. Was mir ein bisschen auch gefehlt hat und gerade dabei sind von Vergangenheit und so, ein bisschen die Vergangenheit von Vergangenheits-Michael. Oder Alea, wie der eigentlich Hauptcharakter hier heißt. Der also ganz Geschwister ist, sonst so alles gab. Oder geben sollte. Da war einfach irgendwie noch zu wenig los. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das Spiel ist in sich abgeschlossen, aber es fehlt irgendwie noch etwas für einen runden Abschluss. Und ich weiß, im DLC zur Dämonenwelt, da gibt es auch noch ein bisschen was, das vielleicht beinhaltet. Ob das wirklich alles sein soll, ob es wirklich in der Vergangenheit handelt. Das ist komplett anderes zu tun. Ich meine, das heißt zur Dämonenwelt nicht zur Vergangenheit. Also insofern, demnach das vorhin angesprochen haben mit dem Emblem der Vergangenheit und so, wenn wir das im künftigen Spiel nochmal erfahren. Ob es da wieder Embleme gibt, die aber nur eine nebensächliche Rolle spielen, weil sie in der Welt von Sommerlands nicht so wichtig sind zum Beispiel. Und es eher darum geht, halt Sommerlands Familie irgendwie auszulöschen oder so. Wer weiß, wer weiß. Aber ne, ansonsten eben auch geiler Fanservice mit den Emblemen. Was mich ja hoffen lässt auf weitere Remakes.
Also gerade die Spiele, wie schon oft erwähnt, von Sigurd und Leaf, die würden mich sehr, sehr interessieren. Da wir die außerhalb Japans nie gab. Ja. Ansonsten habe ich es alles gesagt von meiner Seite. Dann sage ich mal an der Stelle noch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Trotz der Überlänge, wenn es bei knapp 3 Stunden im finalen Part eigentlich gedacht war. Natürlich in 3 Teilen also in 3 Parts noch aufteilen müssen. Das große Finale. Und ja, ich hoffe, ähnlich wie zum Beispiel gerade auch bei Tales of Arise, dass es vielleicht doch nochmal, nicht ein DLC, das wird es nicht geben, aber nochmal irgendwie ein weiteres Fire Emblem-Spiel geben wird, was hier anschließt, also ein Sequel geben wird, oder ein Prequel, eben auch mit Sombro mehr im Fokus. Das wäre schon cool. Ach ja, die 13 Embleme.もう戴冠式が始まってしまうぞ。ああ、まだ着替えも終わってないのね。バレちゃいましたか。ほら早く行くよ。引っ張らないでください。ああ、アイルさん、いつかまた。君が望めばエニシは何度でもつながる。その時はもう一度僕たちとエンゲージしよう。Emblem Engage! Okay, nichts passiert. Schade. Hätte ja sein können. Seine Daten speichern, wenn du merkst, dass das Kapitel abgeschlossen hast. Ja, mach mal. Bin mal, was passiert. Ganz vergessen zu erwähnen, das Story vor allem sehr geil. Die Erzählung und der Wandel von Wales Geschichte. Der war wirklich so, dass ich sage, yo, der hat was. Wales Geschichte haben wirklich gut, sehr gut inszeniert. Und das mit Sombron, naja. Ja, diese Endszene gerade weckt Lust auf mehr, vor allem auch die Frage auf eben ein Hinweis auf ein nächstes Fire Emblem-Spiel. Die Embleme zurückkehren werden, aus welchem Grund auch immer das dann passieren wird. Wer weiß das schon. Staffelprüfungen. Jetzt Vulkanland auswählen. Ja, viele Dinge, die ich nie gemacht habe. Vor allem auch nie gereizt hat. Oh Mann, ja. Lass uns überraschen, Freunde, was die Fire Emblem-Reihe noch für uns bereithalten wird. Ob es eben ein neuer Warriors-Teil sein wird, die ganzen Emblemen, ob es ein Nachfolger zu Engage sein wird. Oder auch eine Art Prequel, Sequel, wie es damals auch bei den Spielen von Roy und Lyn der Fall war. Oder eben, ob die Remakes zurückkehren werden. Im optimalen Fall mit den Spielen von Leaf und Sigurd. Die wird zwar auch Spiele von Marv wieder nehmen. Das und vieles mehr, ob das nächste Mal. Oder das nächste Fire Emblem-Spiel für uns wird das von Micaiah sein, ne? Was er schon seit Ewigkeiten zocken will. Also quasi ein Nachfolger von Path of Radiance, im Spiel mit Ike. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Engage!